Kissy. Läuft der Online-Grind bei mir ab, Leute. Mom, look. That's for you and that's for me. You have to clean up your room here, okay? No, it's Nina's. Is Nina's okay? That's Lisa. I'm cleaning up. Okay. Love you. Was geben, Leute? Erstmal Garage zu. Erstmal Musik leise. Ich war jetzt genau eine Woche nicht mehr im Casino, Leute. Das letzte Mal am Dienstag. Heute ist wieder Dienstag. Und ich war übelst krank. Die Kinder leider auch. Das Ganze fing Freitag schon an. Samstag war ich schon, habe ich mich nicht so gut gefühlt. Das war die Session, wo wir einen Rekordgewinn in den Vlogs hier hatten. Sonntag war ich auch noch ein bisschen schwach. Und ab Montag ging es dann bergab für mich. Das sind die Nachteile, wenn man Live-Grinder ist. Also ich stecke mich super leicht an, bin da irgendwie ein bisschen empfindlich. Aber ich muss sagen, das ist das erste Mal, dass ich dieses Jahr krank werde. Also sobald es kalt wird, bin ich automatisch immer krank. Also, das ist immer scheiße. Was auch scheiße ist, ich habe jetzt eine ganze Woche verloren natürlich, konnten natürlich gar nicht spielen. Ich habe online viel gespielt und ein Turnier nach dem anderen gecached, um ehrlich zu sein. Ich habe auch viel bei Instagram gepostet, immer Updates rausgehauen, wie die Turniere so liefen. Ich glaube, eins gewonnen sogar und oft Zweiter, Dritter, Vierter, ganz viele Final Tables gemacht, aber immer nur so kleine Summen leider. 200, 300, 400 glaube ich mal. Ja, aber wie gesagt, Kleinvieh macht auch Mist. Das war aber gar nicht mal so schlecht heute. Ich konnte mich jetzt eine Woche lang komplett warm spielen auf CoinPoker, denn ihr wisst, ja, ab jetzt kriegt ihr auch Online-Results. Müssen wir für so ein Voting starten am besten. Also viele haben sich eine Bankroll-Challenge gewünscht, aber ich denke, wir machen einfach so irgendwie bei NL50 anfangen und dann versuchen irgendwie 10k plus zu machen oder 100k plus zu machen, meinetwegen. Grind uns jetzt einfach rauf. Cash Games, Turniere, Satellites, alles. Ich habe mega Bock, Leute. Ich mache nie so lange Pause. Aber jedes Mal, wenn ich eine etwas größere Pause mache, dann crush ich eigentlich immer direkt die erste Woche oder so. Keine Ahnung, woran das liegt. Einfach mehr Motivation oder mehr Geduld oder weiß nicht genau, woran es liegt. Aber Sessions nach Pausen sind eigentlich immer Plus-Sessions. Mein Lieblingsturnier auf CoinPoker oder ein Turnier, was ich ganz häufig gespielt habe, ist das 25$ Turnier. Die haben mehrere 25$ Turniere bei CoinPoker, verschiedene irgendwie Namen und auch verschiedene Guarantees. Und die sind aber alle gut. Die machen mega Spaß. Von daher kann ich euch schon mal sagen, am Ende des Videos gibt es meinen ersten 25$ Giveaway. Damit könnt ihr euch an die Cashgame-Tische setzen oder Turnier, wie ihr möchtet. Aber am Ende des Videos gibt es mehr Infos. Turnierbereich ist auch schon fertig, Leute. Direkt vorm Cashgame Room. Ziemlich cool. Ja. Hier ist aber tote Hose. Im Moment läuft nur ein 2,50 und sieht ziemlich schlecht aus. Da ist nur ein Freizeitspieler am Tisch. Und aber wir sind 6 Mann auf der Liste schon, also könnte sein, dass die einen neuen Tisch starten. Das ist halt immer gut. Ich möchte im neuen Jahr mit einer neuen App starten. Also ich benutze hier irgendwie, warte mal, ich weiß ja gar nicht, wie das Ding heißt. Irgend so ein Poker Income benutze ich, um meine Winnings zu tracken. Und es sieht total scheiße aus. Das Design ist total, das haben die noch nie geupdatet und so. Ich habe vorher Run Good gehabt, das funktioniert leider nicht mehr mit seit dem neuen Update. Und das fand ich ziemlich cool. Könnt ihr mal sagen, welche App ihr benutzt, welche ihr vom Design her oder von den Funktionen her und so weiter am besten findet. Vielleicht auch nicht verkehrt, eins der Apps zu nutzen, wo ich
wo ich das Ganze auch im Web benutzen kann, also damit ich die Online-Winnings da einfach eintrage, anstatt ich das in der Excel-Tabelle irgendwie alles aufführe. Dann könnten wir in einer App die ganzen Online- und Live-Winnings tracken und gucken, wo wir dann irgendwie am Ende des Jahres sind oder wie schnell wir auf 100.000 kommen oder so. Bis jetzt 4,5 Stunden in der Session und ich bin irgendwie $700 plus. Ich war mal 1000 plus, dann wieder nur noch 300 plus und jetzt wieder irgendwie über 700, glaube ich, plus. Die erste Hand war ziemlich lustig, habe ich Pocket Damen, Open Race einer auf 15, ich mache 50, Call 50, noch ein Call 50, Flop kommt 8 Grütze, irgendwie 8, 4, 2, irgendwie sowas. Er checkt, ich bette 55. Jetzt nochmal der linken ist mega Action-Player gewesen. Der ist irgendwie davon ausgegangen, dass ich Ass König habe oder so und ist dann Snap Race auf $200, ist nie stark da. Jetzt ist Under the Gun plötzlich all in. Aber auch Snap. So, das ist so, wie das alles passiert ist. So, die haben halt beide irgendwie nichts gegeben. Ich bin noch davon ausgegangen, dass der zu meiner Linken vielleicht Buben hat oder so. Aber der Under the Gun, dem habe ich halt nichts gegeben, außer vielleicht Pocket 8er. Aber wenn das so ist, dann bonne Chance. Ich habe auf jeden Fall gecallt, Button folded und der Under the Gun Spieler zeigt Ass 8. Habe ich da also eine fette Hand gewonnen und dann ging irgendwie gar nichts mehr. Dann habe ich irgendwie jeden Pot danach verloren. Bin einmal gegen Asse gerannt mit König Dame, Flop kam König hoch, habe ich Flop Turn bezahlt und River aufgegeben. Also ich habe mehrere kleine Pötte verloren, immer so 50, 60, 100, immer so in den Beträgen, aber das hat sich halt geholfen. Und da war ich irgendwie nur noch 300 plus. Und dann habe ich einen Table Change gemacht, weil ich sitze die ganze Zeit schon hinter dem Manager wieder, konnte also die ganze Zeit nicht filmen. Habe ich dann nach dem Table Change gefragt und die setzte mich einfach nur auf die andere Seite vom Manager. Jetzt bin ich immer noch beim Manager, ich versuche die ganze Zeit irgendwie so gut es geht die Action zu filmen, aber es ist mega schwer. Aber ja, Table Change gemacht und da habe ich 1, 2 leckere Hände gewonnen. Ich habe einmal mit Pocket 10er eine One Card Straight gemacht und $100 am River bezahlt. Beziehungsweise $100 am River gebettet und 2 Mann callen. Der eine hat einen Buben am River getroffen und der andere, weiß ich, hat sich gezeigt. Da lag sogar noch ein Flush an Bord. Waren 3 Spades auf dem Bord. Show one. Which one do you want to see? Top for the. Which one? 8 Stunden und 40 Minuten gespielt und $641 plus. Aber das war die swingieste Session, die ich, glaube ich, je gespielt habe hier im Aria. Als ich mich hingesetzt habe, als ich Session gestartet habe, da sind wir direkt irgendwie $1000 plus gewesen. Irgendwann wieder runter auf 300, dann wieder rauf auf 1000, dann wieder runter auf 0. Also Break-Even meine ich. Und dann wieder rauf auf 700. Dann war ich down 700. Also ich habe mich nochmal für $700 nachgekauft. War dann nochmal irgendwie so fast Break-Even und wieder ein bisschen was verloren. Und am Ende jetzt immer $641 plus. Da saß ein Dealer am Tisch, der mit dem Patches in Texas irgendwo arbeitet. Der hat hier früher, wir haben hier früher beide im Aria gearbeitet. Und der Dealer war total plemplem. Also der ist ständig unnötig all in gegangen und hat alles immer riskiert. Jetzt fragt sich der ein oder andere vielleicht, wer ist Patches? Patches ist, da gibt es ein Video, müsst ihr mal gucken, bei YouTube eingeben, irgendwie Schlägerei im Aria und da findet ihr den Patches. Der ist ein schwarzer, großer, der wurde irgendwie beschimpft im Casino. Kennen die meisten wahrscheinlich schon. Auf jeden Fall, der Dealer, mit dem ich hier heute gespielt habe, der ist ständig aus der Reihe getanzt. Mit dem Dealer habe ich mehrere Hände gespielt. Ging immer hin und her mit den mehrere große Pötte gespielt. Die erste Hand, da habe ich Ass König, ist Blind versus Blind. Ich bin im Big Blind und 3 Bette mein Ass König und verpasst den Flop, aber kommt halt total trocken. Macht trotzdem C-Bet $55, er check callt.
Turn kommt mein Ass. Es geht Check, Check. Ich habe ein bisschen versucht, tricky zu spielen, weil wenn ich jetzt nochmal groß bette, dachte ich mir, dann foldet er direkt und vielleicht kann ich ja dann nochmal River bluffen lassen. Und jedenfalls check ich einen Turn und ja, er bettet $75 am River. Ich raise auf 350 und er callt. Irgendwie eine halbe Stunde später spiele ich Asse gegen den, auch Preflop, 3-Bet-Pot aus dem Smallband gegen Button. Und Flop kommt Dame 8, 2 und Turn kommt eine 10 und er hat Bube 9 und ja, macht da die Straight. In der Hand habe ich irgendwie 500 verloren und im Endeffekt hat er mich dann mit Königen einmal aufgedoppelt, was ziemlich geschmeckt hat. Da geht er einfach River All-In auf dem Bube Hochboard und meint dann, dass er verpasst hat. Ich weiß nicht mehr genau, was er gezeigt hat, aber ab Könige und ja, Könige sind gut. Wir sind ja fast zu Hause, Leute. Muss noch mal schnell tanken. Es könnte nämlich sein, dass meine Frau heute Nacht arbeiten muss. Um 3 Uhr. Und es wäre dann scheiße, wenn die dann tanken muss. Ist lustig, wie wichtig Pausen sind. Ich glaube, diese Session heute hätte mich wahrscheinlich viel mehr getiltet. Irgendwie vor ein paar Wochen. Wo ich einfach jeden Tag daily gegrindet habe und so weiter. Wenn man jeden Tag spielt und die Swings jeden Tag mitmacht, dann kann das sein, dass man ein bisschen sich in diesem Results-Oriented Thinking wiederfindet und das ist halt nicht gut. Und deswegen sind Pausen halt mega wichtig. Und dadurch, dass ich jetzt krank war so lange Zeit, war das ziemlich gut. Also mich haben die Swings heute überhaupt nicht gestört. Es waren ganz normale Hände, die da eins nach dem anderen passiert sind. Ich wurde ständig gecoolert oder hatte immer Second Best Hand oder was weiß ich, musste Hände aufgeben ständig. Und war eine ziemlich schwere Session, muss ich sagen. Aber ganz cool geblieben, mein Game einfach runtergespielt. Und ja, am Ende, dass wir dann Plus rausgegangen sind, ist Miracle, aber ja, nehme ich mit. Morgen ist Mittwoch, Leute. Eigentlich ganz angenehme Session heute. Da war noch irgendein Superstar direkt links neben mir. Da sind mehrere Leute zu dem gekommen, Dealer und Spieler und verschiedene Leute, um Fotos mit dem zu machen. Der hat auf jeden Fall mega Bock gemacht heute. Live-Grind nach ganz langer Pause. Ich habe meinen Vlog schon fertig geschnitten, hat sogar noch ein bisschen Zeit, Counter-Strike zu zocken, ein bisschen gechillt und so weiter. Und ja, jetzt wollte ich meinen Vlog auf jeden Fall noch beenden. Bevor ich das Ganze jetzt hochlade, muss ich das Ende noch abfilmen und euch mitteilen, wie ihr an dem $25 Giveaway teilnehmen könnt. Und zwar ist das jetzt in der ersten Runde hier für alle die sich mit dem Code Dawson bei Coinbooker angemeldet haben oder mit dem Link hier unten in den Kommentaren geht es immer noch. Habt ihr 2 Tage Zeit. Für alle die sich mit dem Code Dawson angemeldet haben, schickt mir eure Usernames einfach in den Kommentaren oder per Privatnachricht und ich werde alle Namen sammeln und im übernächsten Vlog werden wir einen Gewinner ziehen. Und das machen wir dann jetzt öfter so. Es werden nicht immer $25 sein. Zwischendurch werde ich vielleicht mal Tickets bekommen für $10, $5, was auch immer. Es scheint so, als müsste meine Frau morgen nicht arbeiten, also um 3 Uhr. Sie wurde nämlich nicht angerufen. Bedeutet, ich kann vielleicht morgen wieder früh raus. Bedeutet, es gibt morgen eventuell schon wieder einen Vlog für euch. Bedanke mich aber auf jeden Fall, dass ihr heute schon wieder dabei wart. Ja, wir sehen uns demnächst wieder. Vielen Dank fürs Liken, Kommentieren und nicht vergessen, Leute, wie immer, abonnieren.